da bei dir ist noch der Punkt, das müssen wir noch ändern. Und du willst ja keinen Punkt aufnehmen, sondern eine Fläche. Das ist nicht so, ne? Nee, nicht auf. So habe ich da mal 2 Kreuze abgenommen. Genau. Hier. Also zum Beispiel haben wir hier dann so eine Laubschicht, also so eine größere Fläche, die mit Laub bedeckt ist, dann nehmen wir die auch einfach noch auf, oder? Und wenn euch sowas auffällt, macht gleich ein Foto. Einfach mal zack, ein Foto da rein. Oder auch mal ein Foto nach oben, damit man auch einen Eindruck hat. Wie sieht es da oben aus? Oder hier halt mit den Ob man das Wasser trinken kann, oder? Du siehst aus. Das Wort. Naja, ein Hund kann ja auch Grabenwasser trinken. Wie sollte der das abkönnen? Google. Mach das mit der Legende mal fertig. Ja, ja. Oder was fehlt noch? Und dann hier kann man ja die Gruppe oder so. Und dann man könnte ja 12 Fotos oder so. Kannst du das jetzt sehen? Das heißt, im Rad doch auch. Hier bitte? Ja, im Rad auch. Oder jetzt immer. Ja, die Gruppe ist dann fein, dass wir genau da den Fenster und fertig stehen. So, jetzt hat er das. Die Klasse, jetzt wird das HR9, also Hauptrealschule 9. Klasse, Ferndeutschschule Nordstrand. Luchs ist vielleicht das interessanteste Tier von unserem Forschungsobjekt. Der Luchs ist hier im Bayerischen Wald lange Zeit heimisch gewesen oder ist er eigentlich immer noch. Es gab halt nur das Problem, dass der Menschen in Mitte des 19. Jahrhunderts ausgerottet hat als direkter Konkurrent. Und dann gab es über 100 Jahre lang, seit 1850 eigentlich, hier kein Luchsvorkommen mehr. Und jetzt erst in dem letzten Jahrhundert, also in den 80er Jahren, ist auf der böhmischen Seite, also wir sind ja hier direkt an der tschechischen Grenze, sind Luchse wieder ausgebildet worden von Menschen. Und 13 Stück an der Zahl. Und die haben sich seit den 80er Jahren vermehrt und sind halt auch hier über die Grenze zu uns gekommen. Die Chance, dieses Tier wieder in der wilden oder in der freien Wildbahn zu studieren und so ist im Grunde genommen auch unser Projekt entstanden. Und da haben wir jetzt in den letzten Jahren die Möglichkeit auf eine sehr ausgeklügelte Technik zurückzugreifen. Und das machen wir mit sogenannten Halsbandsendern, die wir den Luchsen und auch den Krähen und den Rothirschen anlegen. Wir müssen nichts machen, wir können faul im Büro quasi auf dem Bürostuhl sitzen und warten, bis der Luchs uns diese SMS schickt. Und wir können mit Richtantennen diesen Radiosender empfangen. Das werden wir gleich erstmal mit euch ausprobieren. So, jetzt hat er diese Information hatte. Jetzt weiß er aber nicht, in welchem Abstand er auf dieser Linie sich befindet. Ich sagen, ist es jetzt hier 100 Meter von mir entfernt oder 1,5 Kilometer. Und das ist jetzt eine relativ vage Aussage. Da kann er nicht viel anfangen. Wir suchen uns mindestens 3 Punkte, dann gehen wir hier nämlich weiter. Sind dann hier an dem Punkt. Und dann peile ich wieder und jetzt peile ich so knapp an dem Luchs vorbei hier. So, jetzt habe ich von 3 Punkten gepeilt, habe 3 Pfeilrichtungen bekommen. Und das Ganze ergibt, wie die Anja also wunderschön hier dargestellt, ein Dreieck.
Und wir sagen in der Mitte von diesem Dreieck, genau in der Mitte, da befindet sich unser Tier. Also die eigentliche Antenne ist die Hauptachse hier. Weil ich kann ja hier die Frequenz einstellen und jedes Tier hat quasi eine andere Frequenz. Also mit dieser 150-211 kriege ich nur den Berg. Alle anderen Tiere sind da nicht auf Empfang. Wir brauchen eine Zahl, wir brauchen einfach eine ganz klare Richtung. Und das ist, wenn man den Kompass auf die Hand legt und jetzt quasi ich jetzt zu Thorsten gucken würde, das Ablesen der Richtung sollte so genau wie möglich sein. Also ihr müsst halt mit beiden Augen gucken, ja? Ich kann aber hier logischerweise nicht durchgucken. Das heißt, ich muss mit dem Auge in die Richtung gucken, die ich will. Versteht ihr das? Ja. Und mit dem Auge müsst ihr ablesen. Also ihr guckt hier quasi mit diesem Loch in den Kompass rein, wo drin die Zahlen drauf geschrieben sind. Thorsten hält freundlicherweise den Finger hoch, damit wir uns alle auf dieselbe Richtung einigen. Schade. Sie will unbedingt fotografieren. Das ist die große Zahl, genau. So, und mit dem Empfänger kann ich ja zwei verschiedene Arten von Signal empfangen. Einmal das akustische, was ihr hört. Wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter verstärke, dann sieht man, dass hier unten solche Balken. So geht es dann. Okay, zurück. Jetzt hast du den Job, ich halte die Antenne. Ein Stück. Hast du was? Links. Links. Ja, diesen grünen da, ja, genau. Und schauen, wie arbeiten denn die Forscher, um irgendwelche Luchse, Rehe oder sonstige Tiere zu finden. Was wir so in der Freizeit so gemacht haben, 3 davon waren Hintergrund. Weiterverarbeitet und ordentlich hingekriegt, weil die GPS auch nicht so ganz korrekt. Auf dem Bild ist die Antennenmasse. Das sind die Linien, die dann. Recht herzlich bedanken. Ich denke im Namen aller. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Das Essen war gut, die Zimmer waren prickelnd. Also die Gegend ist sehr interessant und es war eine super tolle Woche. In den äußersten nördlichen Zipfel Deutschlands lebt, Untersuchungsgut in Erinnerung gehalten und darf dann Dana ihr Zertifikat überreichen. Danke. Der Markt, also die Damen, hier was Besonderes. Ich bin hier.